Und somit Christi zurück zu Generation Zero. Ja, No Man's Sky natürlich. Wie du siehst, wir sind weiter dabei, dieser einen, wie sagt man da, dieser Stimme der Freiheit zu folgen. Und zwar, wir haben ja da das letzte Mal eine Eintrittskarte in die Freiheit bekommen, einen sicheren Systempass. Wir werden diese Einladung jetzt einmal annehmen. Wie du siehst, unten Einladung annehmen, dem Ruf der Stimme der Freiheit folgen. Genau, wir werden mal diesen Navigationsdaten folgen und wenn wir diese Mission dann soweit haben, werde ich da ein bisschen was sagen, was sich da in der Basis ein bisschen verändert hat. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe jetzt ungefähr, auf diesem Spielstand sind jetzt circa 42 Stunden laut Spiel drauf auf diesem Spielstand und natürlich habe ich uns viel Zeit abgenommen mit Farmen und Farmen und Farmen. Wir werden zwischendurch immer ein paar Farmrunden machen, klar, aber momentan konzentriere ich mich fürs Let's Play eher auf Aktivitäten und Geschichten etc. Okay? Wir werden jetzt einfach einmal... Wir werden dieser Einladung nun einfach mal folgen. So werden wir es machen. Ich habe auch im Raumschiff, in unserem Frachter, habe ich schon einiges installiert, was wir brauchen könnten. Das zeige ich da dann auch alles noch. Aber vorerst einmal machen wir ein bisschen Geschichte. So, jetzt sind wir auf die Galaxiekarte. Ich weiß nicht, wie du siehst, es ist schon einiges geschehen hier. Warte mal kurz. B, freies Aktivieren. Genau. Da ist unser derzeitiger Standort. Was ist da herunten? Achso. Das müsste die Einladung sein, oder? Ja, weißt du, es ist halt immer ein bisschen schwierig, diese ganzen Symbole zu... Hä? Das kenne ich mich nicht aus. Mehr. Konflikt, Korvax, Notfall, Übertragungsrepeater. Ah! Jetzt war's es. Das ist für die, da gibt's da muss da Siedlung, beziehungsweise da kriegst du einen Hilferuf von einer Siedlung und der dann hilfst. Das habe ich in meinem ersten Durchlauf schon gemacht mit 15 Episoden. Das gehen wir später an. Das machen wir ein bisschen später. Jetzt da, warte mal, was ist da? Ja, ein bisschen, ich muss mir das alles erst einmal antun, also diese ganzen Systeme, was wir bis jetzt schon haben, oder wo ich auch versucht habe, Materialien heranzufarmen, dass ich die alle ein bisschen umbenennt, damit ich da ein bisschen einen Überblick habe. Es ist jetzt... okay, da waren wir auch schon, glaube ich, das muss da dazu, das muss da dabei sein. Das ist dort, das ist da, was ist da? Beschädigte Archivdaten. Ah, das war die letzte Defragmentierungsstufe von unserem Heimat- oder von unserem Basiscomputer. Genau, das müssen wir uns auch noch anschauen. Also wie du siehst, es gibt ja eigentlich genug zu tun. Und wir wollen allerdings dorthin. Missionssignal entdeckt, gesetzlose Station. Anvisiertes System, weniger, was haben wir da? Treibstofferzeugung 53%, kaufen minus 19, schwarz gehandeltes Korvax. Weißt was? Wir sehen uns gleich wieder.
Ito-Guche-System, Euclid-Galaxie. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mal umschauen, was da alles gibt. Da haben wir schon eine Raumstation. Weißt du was? Wir reisen zuerst zur Raumstation und holen uns einen weiteren Exo-Anzug-Lagerplatz. Genau. Andocken an heretischen gesetzlose Systeme. Warte mal, wo ist denn das jetzt da? Wo finde ich das? Anleitung? Das muss da herin sein. Kampf. Gesetzlose Systeme. In einigen Sternensystemen wurde die vorherrschende lokale Autorität von rebellischen, gesetzlosen Einheiten gestürzt. In solchen gesetzlosen Systemen kommt es zu ungewöhnlich vielen Konflikten, da es keine Strafen für den Überfall auf Handelsraumschiffe gibt. Dies stellt ein Risiko für alle dar, die Handel treiben wollen, aber auch eine Chance für jene, die sich selbst an der Piraterie beteiligen wollen. Händler werden immer noch durch Schwarzmarktwaren in Systeme gelockt. Schmuggelware ist auf illegalen Stationen billig zu erwerben und kann im regulierten Raum für einen hohen Aufschlag verkauft werden. Potenzielle Schmuggler sollten die Frachtscans im regulierten Raum beachten, die Schwarzmarktwaren aufspüren sollen. Weitere Möglichkeiten gibt es im Kopfgeldmeister an Bord der Raumstation. Führe lukrative Missionen für die Rebellen der Station durch und erhalte gefälschte Pässe, um einen eventuellen Ansehensschaden im regulierten Raum auszugleichen. Boah, das ist aber nicht einmal schlecht. Bist du deppert? Piratenkönig Exunde. Wow. Willkommen, ruhmreicher Überlebender. Hier gibt es keine Gek, keine Korvax, keine Vykin. Hier sprechen wir eine Sprache. Hier sind wir frei. Nach der Stimme der Freiheit fragen. Nur die Starken verdienen es, mit der glorreichen Stimme der Freiheit zu singen. Den Schwachen gestatten wir nicht, uns zu finden. Wow. Raumverbesserungen erwerben. Drohnen verfügbar. Wo findet man ab? Schrott im Wert von 17 Millionen. Okay. Raumschiff verbessern. Aha, okay. Das ist alles noch scheiße teuer. Ich hab geglaubt, das hat's Piraten, Alter. Nix da. Ihr Hosenscheißer, Rechtsschaffener, die blinkt ja. Willkommen, Neugesicht. Wer uns findet, ist auserwählt. Wer uns findet, ist frei. Nach der Stimme der Freiheit fragen. Es gibt jene, die unsere Freiheit verweigern wollen, Neugesicht. Jene, die alles opfern würden, um die Wächter zu befriedigen. Doch die Stimme hält uns frei. Nachrüst-Upgrades. Schauen wir mal, was alles hat der Hansch. Verdächtiges Impulswerfer. Verdächtiges Scannermodul. Nehmen wir mal mit. Ja, brauchst du keine Sorgen machen. An Nanitz weiß ja mittlerweile schon, wie wir besser kommen. Wir brauchen nur viel Platin, was wir dann verarbeiten können. Was ist da oben? Wer bist du? Kopfgeldmeister Slew. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Illegale Fracht abliefern. Liefere Mondäther sicher ab. Ein Hauptschiff überfallen. Illegale Fracht abliefern. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Reparaturset. Bla bla bla. Okay. Boah.
Naja, das wirkt ja nicht einmal so scheiße, ja? Wer bist du? Hoppala. Schwarzmarkt, Versand und Empfang. Wow, Paket zustellen mal anders. Was ist denn das bitte? Höchst profitabel. Gragra, gefälschte Schaltkreise. Was ist denn das? Für 55.000 Units kaufen. Nehmen wir mal mit ein Paket. Wir haben ja genug Geld, wie du siehst. Hypnotisches Auge. Waffen. Naja, das wird mir jetzt schon ein bisschen zu teuer. Wir haben ja... Was ist das? Nix. Irgendwas. Was ist da? Anzug-Upgrade. 130.000 Units. Das machen wir doch glatt herst da. Brauchen einen Platz, ey. Wow. Auf was für eine Scheiße haben wir uns da einlassen? Wow. Ah, gegen die Herrschaften müssen wir auch noch kämpfen. An das kann ich mich noch gut erinnern. Waffenterminal. Irgendwas mit Frieden. Na, Lied des Flehens. Der Name hört sich aber geil an. Lied des Flehens. Ja, weißt du was? Unseren haben wir jetzt schon so hoch aufgearbeitet. Nein, Wahnsinn, das lassen wir gleich. Und das war jetzt die Einladung. Wollen wir ganz kurz mal da was schauen. Mal kurz auf die Uhr schauen. Ja, ein bisschen Zeit habe ich heute noch. Ja, falls du dir jetzt fragst, das ist eine relativ aktuelle Aufnahme. Die gesetzlose Station erkunden. Die lokalen Systeme erwirbt gefälschte Pässe, um dein Ansehen im regulierten System wiederherzustellen. Hä? Gesetze möglichen profitabler Schwarzmarktmarken. Schließelücke. Erwirbt gefälschte Pässe, um dein Ansehen in regulierten Systemen wiederherzustellen. Hä? Aha. Ja, und die gesetzlose Station erkunden. Also irgendwas haben wir noch nicht gemacht. Aber bei dir war ich noch nicht. Wer bist du? Schrotthändler Vorane. Na gut. Eine Reihe von Lichtern zuckt über das Visier der Lebensform. Ich spüre ein Prickeln auf der Kopfhaut. Es fühlt sich unangenehm an, als würde jemand meine Gedanken durchstöbern. Alten Schrott kaufen, Koordinaten. Na komm. Fragen, was zum Verkauf steht. Reisende Entität sucht nach neuen Orten zur Erkundung. Es gibt diese Orte. Sie treiben von System zu System, verlassene Wracks. Man kann sie finden, doch es hat seinen Preis. Der Korvax erwartet 5 Millionen. Wir belassen das jetzt einfach einmal. Das machen wir demnächst einmal. Wir kriegen ja so eine Mission irgendwo. Lebenserhaltungssysteme. Handelsüberwachung deaktiviert. Stationsverteidigung aktiv. Die Stimme der Freiheit anfordern. Umreicher Reisender. Der verheißende Stern, das soll dein sein. Glas. Ja, das ist natürlich eine äußerst interessante Kommunikation. Warte mal kurz. Da ist jetzt irgendwas gestanden, von wegen 2 Befragten oder so irgendwas. Seeräuber. Der blutrote Unhold verdirbt die Gedanken überall in der Galaxie. Wir werden uns nicht länger von seinem allsehenden roten Auge verneigen, nach der Stimme der Freiheit fragen. Mit der Stimme der Freiheit zu sprechen ist ein Schrei gegen die blutrote Leere, die Herrlichkeit selbst. Pirat! Du bist nun einer von uns, Neugesicht. Du bist nun an uns gebunden. Du bist frei, nach der Stimme der Freiheit fragen. Die Stimme ist nicht eine Stimme, sondern viele. Es ist deine Stimme. Du singst nun mit unserem Chor. Freischaltbare Kapuze. Oh. Cool.
Untersuche den verderbten Stationskern. Kopfgeldmeister, Nachrüst-Upgrades, Schwarzmarkt und Pipapo. Lebenserhaltungssysteme, KZZ, deaktiviert, das haben wir auch schon gelesen. Die Stimme der Freiheit anfordern. Ruhmreicher Überlebender, der verheißende Stern soll dein sein. Glas, Glas, Glas. Na, das freut mich aber. Besuche den Schwarzmarkt-Spediteur. Wo ist der? Nachrüst-Upgrades, Kopfgeldmeister, Schwarzmarkt-Spediteur, das muss der sein, ne? Der Hansch. Da ist er jetzt. Ja, was soll ich da jetzt tun? Hä? Scheiße. Ja, das weiß auch keiner. Besuche den Bergungshändler. Ja, aber was für einer ist das? Bergungshändler. Da haben wir schon gekauft. Besuche den Kopfgeldmeister. Wo war denn der Typ? Da ist er. Also die spült auch gerade echt eine andere Seiten auf. Wahnsinn. Okay. Verlasse die gesetzlose Station, kehre zu deinem Schiff zurück, um den Abdock-Prozess zu starten. Was? Oh Gott, Grußkanal offen, Stationsflug. Stationsflugkontrolle, Alarm, Abreisegenehmigung ausstehend. Die Stimme der Freiheit wird die Atlasstille nicht zulassen. Neue Gesicht trägt unsere Stimme. Du musst deine Spuren verwischen. Nimm dieses Dokument. Unterbrich die Verkehrsaufzeichnungen eines Stationskerns. In der Dunkelheit wird die Stimme die Aufgabe annehmen. Oh oh. Gefälschter Pass. Ein gefälschtes Raumschiff-Registrierungsdokument. Diese digitale Signatur ist garantiert frei von früheren Verbrechen oder Vergehen, kann verwendet werden, um alle negativen Fraktionsstatusaufzeichnungen auf einem Raumstationskern rückzusetzen. Geil. Also ehrlich gesagt, das gefällt mir irgendwie. Aber was steht da? Benutze den gefälschten Pass, um deinen Besuch auf der gesetzlosen Station zu tarnen. Verwende die Galaxiekarte, um zu einem regulierten Sternensystem zurückzukehren. Warte mal kurz. B-freies umsetzen. Regulierter Stationskern. Okay. Ja, weißt du was? Wir könnten doch gleich einmal... Da war ich glaube ich auch schon. La Große Geg. Beschädigt. Wir machen gleich weiter mit den beschädigten Archivdaten. Horech-Itzus-System. Benutze den gefälschten Pass, Archiv.
Störe die lokalen Aufzeichnungen an Bord der Raumstation. Ja, das hat mir jetzt gefreut, ehrlich. Warte mal kurz. Diesen gefälschten Pass, da haben wir aber da einer. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Verdächtiges Scan-Modul, Multiwerkzeug. Das da wir auch dabei da einer. Da haben wir eh noch einen Platz. Und das da haben wir dabei da einer. Das Päckchen öffnen wir später. Benutze den gefälschten Pass. Störe die lokalen Aufzeichnungen des Raumstationskerns. Das muss der sein, ne? Schauen wir mal. Lebenserhaltung, Wandel, Effizienz, operativ. Ansehen wiederherstellen. Ein gefälschter Pass. Ein Ansehen verbessert. Okay, okay, okay. Wir wollen jetzt aber das nicht... Na, das machen wir schnell. Warte kurz. Das müsste auf der Seite sein. Okay, also jedes Mal, wenn wir irgendwas Böses machen wollen, müssen wir uns einen gefälschten Pass holen. Das ist natürlich... Ja... Natürlich auch sehr interessant, gell? Anzug-Upgrade. Wir haben ja noch... wenn ich mich recht entsinne, ich habe 9 Daten, 9 so so Daten halt für diese komischen Raumanzugsstationen, glaube ich. Warte mal kurz, habe ich die dabei? Nö. Der ist sicher nicht dabei. Ich kenne mich ja. Frachter. Ich glaube, dass ich das sicher im Frachter habe. Alte Dorfmiezen, du Schücher. Was wollte ich da jetzt da? Unter dem Rebellenstern, das haben wir jetzt einmal. Basiscomputerarchive, das muss da irgendwo sein. Warte, das war ein Traumschifferl. Warte mal kurz. Der Pilot gackert aufgeregt und pickt auf sein Handelsverzeichnis. Er ist offensichtlich erfreut, dass er eine unerwartete Möglichkeit zum Kaufen und Verkaufen von Waren erhalten hat. Er klickt mit seinem Schnabel und deutet auf sein Raumschiff. Wenn der Preis stimmt, würde er sogar sein Raumschiff verkaufen. Deswegen bin ich ja da erst da. Das soll nehmen. Deine Spuren verwischen, haben wir gemacht. Ein unbekannter Mond. Eisiger Mond. Ruhmreichender Überlebender den verheißenden Stern erreicht. Ja, das freut mich für was der für wen. Allerdings kotzt es mir ein bisschen an, warum es Spiel da immer auf einen anderen Scheißdreck umschaltet.
So, aber jetzt da können wir endlich landen. Rupp. Knoxville. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Mein Gott, jetzt kann ich schon wieder so weit laufen. Das ist ja ein richtiger Laufsimulator, warte mal so. Komm. Keine Zeit. Sind wir in die Richtung unterwegs. Aber ich sehe echt diese Eis... Wie sehr ich diese Eisplaneten liebe. Muss dahinter irgendwas sein. Haben wir das? Na, da oben. Genau. Ich schätze mal, dass wir in die Richtung müssen. So, kurz noch einen Blick. Ich werde hier... Genau, mein Schatz. Ich werde hier das aufladen. So. Wir werden aber unser Schiffle genau da herrufen. Wie gesagt. Ein Gag-Relikt, das ist immer fein. Spült etwas Knete in die Portokasse. Antimateriegehäuse können wir immer brauchen. Speichern und kartieren. Dankeschön. Poiatin-Posten. Navigationsdaten entdeckt. Na bitte. 10 Nanit haben wir auch schon. Das ist natürlich ja ganz was Feines. So. Mal da kurz. Oh, hi Wächter. Oder sonst noch irgendwas? Na. Da müssen wir rein. Erste Hilfe. Mikroprozessor. Ich habe die von meinem Basiscomputer markierte Position erreicht. Das Fernarchivterminal brummt in Erwartung meiner Eingabe. Auf Erinnerung zugreifen. Versuch Erinnerung bei bla bla bla. Wir wollten der Realität entfliehen. Das ist der Grund, aus dem wir alle hier sind, oder nicht? Ich erinnere mich noch, wie es war, ein Reisender zu sein, an diese Hoffnung, diesen unerträglichen Durst nach Neuem. Ich hätte nie auf dich hören sollen, Schatz. An diesem Ort gibt es kein Feuer, keine Trophäen, die der Götter würdig wären. Hier gibt es nur Dunkelheit, die Familie aus Glas, sie beobachtet alles. Physischen Speicher durchsuchen. Ich durchsuche den physischen Speicher, der mit dem Terminal verbunden ist. Wer auch immer diese Nachricht aufgezeichnet hat, hat auch eine Technologie hinterlassen. Streublaster-Modul. Sehr schön.
Archivwiederherstellung im Gange. 6 Stunden. Okay, dann sind wir da noch immer nicht fertig mit den Quakel. Aber ich glaube kaum, dass wir da jetzt noch irgendwas Sinnvolles machen können. So, ich werde einmal speichern. Einmal raus und einmal rein. So soll es sein. Jetzt schauen wir da mal ins Archiv. Okay. Abwarten, bis zusätzliche Daten wiederhergestellt werden. Ein Planet in Not, die Koordination, ja. Das machen wir später. Was brauchen wir da noch? Sammle Tritium-Kabel bauen. Gemeinschaftsverarschung, das ist da hinten, okay. Erkundungsanleitung, nö. Weltraumanomalie, die Suche nach die nächste Atlas-Schnittstelle. Suche auf der Galaxienkarte nach Schnittstellen, allein mitten der Sterne. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir das. Um wieder Kontakt zu Artemis herzustellen, lokalisiere einen ersten Fernsender. Holo-Kommunikationsturm können auf vielen Planeten gefunden werden. Ein solches Gerät könnte stark genug sein, um eine stabile Verbindung herzustellen. So. Wo bist du? Da? Das soll das sein? Naja, probieren wir's. Von Destin Harper entdeckt. Aha. Atlas-Schnittstelle. Raumstation, unbekannter Planet. Uralte Knochen, Gamma, Uran, Silber, hohe Wächteraktivität. Jo, herzlich willkommen in der Atlas-Schnittstelle. Keine Ahnung, aber ich glaube, dass das schon mal, dass ich... Aha. Du hast das Wort für Atlas gelernt. Das freut mich aber für einen Atlas. Wie bist du? Warpzelle! Na, da werden wir reichlich belohnt. Die Gabons ist Sozo-Abstraktion. Atlas-Schnittstelle. Ja, mach keinen so einen Krawall herst.
Meine alten Ohrwascheln, Coxty Woxty. Der Atlas hat mich zu dieser Schnittstelle geführt, doch die Absicht dahinter ist doch unklar. Er verlangt Verehrung, er verlangt Gehorsam. Er heißt mich willkommen, er weiß, was ich bin, er bietet mir ein echtes Verständnis als Geschenk an. Aber warum? Warum sehnen sich solch Energie und ein Wissen nach Unterwerfung? Er kennt meine Gedanken, ehe ich sie kenne. Er weiß, was ich tun werde. Aha. Der Atlas bittet mich, seinen Weg zu folgen. Was? Annehmen. Min Meilenstein Pathfinder. Naja. Ich akzeptiere. Der Himmel ist riesig und voller Wunder. Der Weg zur Erleuchtung öffnet sich mir. Gefangene Nanode. Ein Atlassamen, der ein zonenförmig verschobenes, quasi stellares Substrat enthält. Warnung, die Matrix darf mit diesem dimensionalen Raum nicht kommunizieren. Aha. Okay. Und mehr darf ich dort nicht machen. Das heißt, ich muss jetzt wieder anhauen, oder was? Kann man das? Wow. Ja, alles recht gut und schön, gell? Aber... Na gut. Wenn er meint, A brand new life. The time has come to say goodbye and unto